Onze Geschichte. Dat is de Geschichte van de oud-koloniale Mennoniten, die in de 1920er jaren van Canada naar Mexico trokken. En van deze afschnitt vertelt George Rempel, de schrijver van de Geschichte, meer van wo onze Voorväter, als die in de 1870er jaren van Rusland naar Canada kwamen, hebben Wildland gekauft, zum hier bouwen op de grote prairies in Manitoba, en wo ze de eerste kerk gebouwd hebben. Ik zie Hein Rempel en ik wens je een goede ontvang. Unsere Geschichte Nummer 75. Ditmal vertellen wir erst noch mehr von den mennonitischen Einwohnern ihrem Wildlandschepen in North-Dakota und dann von den Pionieren ihrem Kirchbau in Rheinland, Manitoba. Wenige Jahre nachdem die Mennoniten in Manitoba angekommen waren, all am Herbst 1878, hat Johann Wall in Blumenort eine Getreidemehl abgestellt. Und dann leiten nicht nur die Blumenarter, aber auch viele andere Pioniere sich von ihrem Wert dort Mehl merken von Johann Wall. Um die Getreidemalerei abstellen, hat Johann Wall scheinbar finanzielle Hilfe gebracht. Den Vorsteher Miller hat am Herbst 1977 $1000 dort gelaten, en ältester Johann Wieb $500. Den Beweis dafür hat auch Bruce Wieb gefangen. Al im Jahr 1881 hat Johann Wall sich auch noch eine Säumehl oder Schneemehl gekauft. Und dann brachten die Bauern an ihre Baumstamm und Wall schneidet dann überdach Bühalt für die Kolonisten und bei Nacht mal he mit derselben Triebkraft das Mehl für Wassersalve Pioniere. Diese doppelte Shift zu arbeiten, wird Wall bestimmt all angenommene Arbeiter gebraucht haben. Ich erinnere mich noch daran, dass unsere Vorder von diesem Johann Wall Völkenwort verteilt haben. Die Wort wohl nicht befreit gewesen sein, weil die Ollers reden immer von dem Ricken Wallen Johann, der in Blumenort eine Weidmalerei gehabt hat, wo nicht nur die Blumenarter, aber auch viele andere Kolonisten sich viele Jahre immer von ihrem Weid hatten, das Mehl merken lassen. Und nu erstmal ein paar Geschichten von den mennonitischen Einwohnern von Russland, ihrem Haltvieren von North-Dakota, wo ich unsere Vorder ein anderes Vertalen gehört habe. Als junger Jung hörte ich manchmal zu, wo unsere Vorder sich ein andere Geschichten vertalten von was ihre Vorder oder Großvorder in Manitoba in ihren ersten Jahren erfahren hatten, wann sie von über die Grenze Süd-North-Dakota mit ihrer Ostenpforte ja Bühalt geholt haben. Einige von diesen, von Generation zu Generation, wörtlich überlieferte Geschichten habe ich mehr als einmal vertalen gehört. Nicht mal von den ganz alten Umtjes, aber auch von den Jüngeren. Diese Geschichten hatten für mich damals aber noch nicht wirklich geschichtliche Bedeutungen. Aber nu, dass ich mehr Geschichtsforschung getan habe, weiß ich dadurch viel mehr von den mennonitischen Pionieren von North-Dakota Bühalt holen mussten. Und nu, dass ich dort weiß, dass die Manitoba Wassersalve Mennoniten über die Grenze in North-Dakota von Anfang an viel Wildland geähnt haben, verstehe ich viel besser, was diese Geschichten bedeuten. Dann die mennonitischen Pioniere, die auf der Wassersalve in Manitoba ganz an der US-Grenze wohnten, die holten sich hunderte Fuhren Bühalt mit ihrem einen Wald in North-Dakota. Und sie fuhren dort halt mit ihren großen, hochrädigen, halternden Wagens und meistens mit ihren Assen, wo sie nicht mit Linen fuhren, aber an einem Teil oder an einem Strang leiden. Und sie mussten mit ihren Fuhren Bühalt in North-Dakota manchmal bei englische Formen vorbeifahren. So nannten die Olerstadt. In diese amerikanische, die Mennoniten nannten die englische Formen, die hatten all davon gehört, dass ihre mennonitische Nachbarn, wo an der anderen Seite von der Grenze in Manitoba wohnten, und ihr Halt von North-Dakota holten, wehrlose Menschen wären. Und nur die Geschichten, die ich als junger Jung von unseren Vorder vertalen gehört habe, dann wollen einige von den englischen Formen in North Dakota dort scheinbar uitproben, auf ihre mennonitische Formen Nachbarn an der anderen Seite Grenze wirklich wehrlose Menschen wären.
Ich erinnere mich an 2 Geschichten, wo unsere Vaters davon ungefähr so vertelten. Sie vertelten, als unsere Vaters oder unsere Grootvaters von Russland nach Amerika getrokken wären und in ihre ersten Jahren in Manitoba auf der Westsaar woonden, dann mussten sie sich ihr Buhalt von über die Grenze in North Dakota holen. Und dort brauchten sie ihre große Heltene Wehrs, wo in den Jahren meistens noch von Osten getrokken wurden. Und sie fuhren ihre Osten meistens nicht mit Leinen, aber sie leiden die an einem Strang. Und wenn sie ihr Buhalt von über die Grenze in North Dakota holten, dann mussten sie durch die gewisse amerikanische oder englische Firma vorbeifahren mit ihrem fuhren Buhalt. Und die Engländer, wenn die dort sah, dort mal war da ein wehrloser Mennonit mit seinem fuhren Buhalt bei seinem Formhof vorbeigefahren kommen wird, dann ging er ihm einmal all entgegen, nahm der Mennonit den Ossenteil aus seiner Hand, lei de Ossen mit de Fuhrhalt auf seinem Hafen ab, laut sein Buhalt auf seinem Hafen auf, lacht am gut uit und leidt am dann mit seinem Laden wieder an Huis vor. Aber als mennonitische Pioniere dort in North Dakota ein paar Mal so gedonnen haben, dann, so vertelten die Omtjes dort, nahm ein mennonitischer Büher sich den Büter gewöhnlich starken Mann uit ihrem Dorf mit, zum am aufwehren, wenn der Engländer dort weiter versägen wird. Und das starke, wehrlose Mennonit hat sich dort all gut durchgedacht, was er mit dem amerikanischen Former tun wird, wenn der weiter soll wollen, den Ossenteil nehmen, zum der Ossen auf seinem Hafen ableiten. Und wirklich, das Engländer, oder das englische Former, kein weiter, kickt den starken Mennonit freundlich an und nimmt den Ossenteil in seine Hand. Aber der wehrlose Mennonit nimmt den Strang schwinn mit seiner starken Hand dem Engländer seine Hand ran, fällt den sehr stark taub und lädt die Ossen einfach wieder lang den Weg, so als wenn nichts wäre. Zwischen an fällt der starke Mennonit den Strang Hanen weiter noch härter und trägt noch stärker taub und lädt die Ossen immer noch wieder und dreht sich dabei immer noch so, als wenn nichts wäre. Und dem Engländer deed seine Hand all so weh, dat er anfangs sehr zu bimbern. Aber der starke, wehrlose Mennonit fällt den Strang immer noch härter und trägt noch stärker taub, so lang, bis er sagt, dass dem Engländer all uit de Enge von seinen Fingern das Blut rüberschwallt. Und dann lädt er ihm los. Und von da an, so vertelten die Omtjes dort, leidt das englische Former die wehrlose Mennoniten bei seinem Formhof am Frieden vorbeifahren mit ihrer Fuhren halt. Aber dann, so vertelten die Omtjes meistens wieder, dann wird da auf einer anderen Stadt auch noch ein englischer Former gewesen, der dort auch all ein paar Mal so getan hat mit mennonitische Pioniere in Manitoba, wenn die bei seinem Formhof hatten vorbeifahren gewollt. Und dann hat ein wehrloser Mennonit, dem dort mit diesem North Dakota Engländer so gewonnen hat, sich seinen besonders starken Nober berät, dass er dort nächste Mal mit einem mitkommen soll, wenn er weiter über die Grenze noch eine Fuhrbuhalt fahren will. So dort, wenn er dabei weiter wird, machten bei diesem Engländer seinen Formhof vorbeifahren und der am weiter wird wollen, den Ossenteil wegnehmen und den Ossen auf seinem Hafen ableiten, dort er dann wird am aufwehren. Und das starke, wehrlose mennonitische Nober hat dort all gemacht, dort, wenn ein Engländer mal ein Bett abgerecht wird oder ein Bett doll wird, dort er dann sehr bald dort Feierlater die wird sieht. Und er denkt sich dort erst gut durch, was er tun wird, wenn der Engländer an Bord wollen den Ossenteil wegnehmen, und dann sagt er, dass er dort nächstes Mal mit seinem Nober mit North Dakota wohnen wird. Und als sie dann beim Zurückkommen bei dem Engländer seinen Formhof vorbeifahren wollen mit ihrer Fuhrhalt, dann lädt der starke Mennonit seinem Nober seine Ossen und hofft, dass der Engländer dort weiter versehen wird, den Ossenteil aus der Hand zu nehmen, die Ossen auf seinen Hof abzuleiten. Und wirklich, der Engländer kommt also ein Bett entgegen, kickt den starken, wehrlosen Mennonit freundlich an und fährt nur seinen Ossenteil.
Aber der wehrlose Mennonit packt dem Engländer mit einer Hand am Arm und mit der anderen an seine Bexenlamp und sagt dann erst zweimal kart hängen und ander dort Feier later Deiboot und sagt dann wieder, Engländertje, dit do bin ich noch einmal. Und dann schmidt den Engländer hoch über seinen eigenen Tün. Und dann nimmt der Wirt seinen Ossenteil und lädt seine Ossen wieder, so als wenn nichts gewasst ist. Nach diesem Ereignis, so vertalten die Onkjes dort, dann konnten die mennonitische Pioniere von der Wassersarb in Manitoba im Frieden bei alle englische Formen ihre Formen in Nord-Dakota vorbeifahren mit ihrer Fuhren Bühalt. Vielleicht hören diese Geschichten sich so ein bisschen utgeputzt oder übertrieben an. Aber so werden die von Generation zu Generation wieder verteilt. Ein Wort wird davon an so gewasst. Ein kartet engste Osten von Blumenort wir auf der Grenze zwischen Nord-Dakota und Manitoba damals all eine Kontrolle steht, ein Checkpoint. Aber scheinbar wird dort noch lang nicht sehr genau, wo die Manitoba Wassersar Mennoniten über die Grenze hinein und rüberfuhren. Die mennonitische Pioniere können auch bei New Horst und bei Rosengart über die Grenze in Nord-Dakota hineinfahren und uit ihrem einen Wald fuhren, Bühalt holen und auch weiter zu dort in Manitoba hineinkommen. En nu wil we wat vertalen van de eerste oud-kolonischen Tjoikbu, oder Tjoikburen, op de Wassersarb en daar op Rijnland en Manitoba. De eerste mennonitische Einwanderer die im August 1874 van de Vestenlandkolonie en van de Kartitzer Kolonie, van de oude kolonie in Zuid-Rusland, naar Manitoba kwamen, die kwamen im August met riverboats en dem Red River bij Fort Dufferin, Manitoba aan. Aber von Fort Dufferin können sie mal erst im Oktober nach ihre Lage Büstätten übersiedeln. Diese neuen Einwanderer hatten ihre eigenen Wohnungen in Staling noch mal kaum zur Not angerecht. Und dann hielten eine Gruppe Männer all in ihrem ersten Winter am 24. Januar 1876 zu Ovens im Dorf Rheinland in Manitoba bei Peter Wiensen eine Sitzung, eine Meeting. Um davon zu reden, wo sie am besten und schönsten eine Kirche bauen können in ihre neue Heimat. Und an diesem Abend mögen diese Gruppe Männer die Entscheidung, dort in dem Dorf Rheinland ihre erste Kirche gebaut werden soll. In 8 Jahren später, am 1. Februar, schickt Vorsteher Isaac Miller von der Horst alle Schuldenämter einen Brief und sagt an, dort und wo sie sollen anfangen mit helfen Reitmerken zum Kirche bauen. Jeder Farmer soll eine Bowl von 6 Zoll dick, 8 Zoll breit und 30 so lang Reitmerken und nach dem Platz in Rheinland anbringen, wo die Kirche gebaut werden soll. Want da wer wir, der nicht gut einen 30 so langen Baumstamm finden kann, das soll Egner sein, und wenn er eine 30 so lange Bowl merken kann, dann darf er 2 15 so lange Bowlen Reitmerken und nach die Kirche Büstedt anbringen. Aber jeder Bowl soll krat 6 Zoll dick und 8 Zoll breit sein und an alle 4 Seiten blatt gemerkt. Goudreit gemerkt sollen alle Bowlen gebracht werden. Vorsteher Miller schreibt, dat wird uns von harten freien, wenn jene Freiwilligkeit so sein wird, als bei Salomo seinem Tempelbü, dann könnte lieber Gott auch an unserem Kirchbü einen Gefallen haben. Die meiste von der Information von der Kirchbüren in Rheinland kamen durch Vorsteher Miller seine Anweisungen. In seinem Rundschreiben am 11. Mai sagt er die Dorfschulden, dass sie da nur sein sollen, dass alle Bohlen, was dem 16. Mai sollen, angebracht sein, wie es dann dort Kirchbüren anfangen soll. Aber scheinbar hatten einige Menschen dort doch versäumt. Dann 8 Jahre später schreibt Vorsteher Miller der Dorfschulden einen Brief und sagt an dringend, dass sie sicher merken sollen,
dat al die bolen wat den 22. oder 23. Mai naar dem Kirchbüplatz gebracht werden, zodat het nicht wat door kommen brokt, dat die Büarbeiter nicht wiederbühen können. Der Winter wäre nicht so kalt gewesen, sagt Müller. Wenn irgendwer nicht seine Anweisungen gefolgt wäre, dem bald gesagt, er soll $5 geben oder saß der an dem Kirchbü arbeiten. Am 12. Juni kriegen die Dorfschulten von Rosenort, Neuendorf, Scheinwiese, Rheinland und Neuenburg von Vorsteher Müller Anweisung, dass er da einen Tag Feierformen mit Pier den Wehren stahlen soll, und alle anderen Formen sollen einen Mann stahlen zum Leim geirrt nach dem Kirchbüplatz anführen. Der Rosenorter Dinsdag am 13., den Neuendorfer am 14., Scheinweser am 15., Rheinländer am 16. und Neuenburger am 17. Die Pioniere mögen in Manitoba in den Anfangsjahren eine dicke Leimflur unter der Brederflur. In diese Leimgeirrt soll gebraucht worden, um in das Kirchengebiet eine Leimflur anmerken. Das ist nicht ganz sicher, ob in diese Kirche kurz auch noch eine Brederflur auf der Leimflur gelegt wird. Aber wahrscheinlich wird die Kirche in den ersten Jahren noch mit der Leimflur gebraucht. Am 16. Juni lädt Vorsteher Müller de Blumenorter und Rosenorter dort weiten, dass sie 5 Fuhren Kirchenbühalt von der Grenze aufholen und nach dem Kirchbüplatz in Rheinland anführen sollen. Und dort der Kirchbühmeister Hermann Dick das Bühalt dort in Empfang nehmen soll. Wenn Vorsteher Müller de Blumenorter und Rosenorter sieht, dass sie 5 Fuhren Kirchenbühalt von der Grenze holen fahren sollen, dann meint das höchstwahrscheinlich, dass sie dort entweder von Emerson oder von West Lynn aufholen sollen. Dann in Minnesota gibt dort 1876 all Bühalthändler, wo ne vorget Siding halt, ein anderes von alle Sieden glattgemerktes Bühalt, Breder und Bohlen verkauften. Und Vorsteher Müller hat die glattgemerkte Bohlen und Breder für den Kirchen Unjabeen und für die Council und so weiter, meist sicher auch in Minnesota gekauft, in Bad West Lynn anbringen gelassen, mit einem Riverboot. Dann einige von den richtigen Manitoba Wasserreserve Pioniere kauften da 1876 in ihrem ersten Sommer in Manitoba auch all so ein vorget glattes Bühalt und leiten sich dort mit Riverboats entweder Bad Emerson oder Bad West Lynn anbringen und holden dort dann von dort auf mit ihrer Ostenfortier. Hiermit wie für das Mal aber wahre aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir erst noch mehr von den mennonitischen Pioniere ihren ersten Kirchbühen in den Dorf Rheinland, Manitoba und von der Kirchensegnung und so wieder. Und dann vertellen wir was von dem sogenannten Postweg durch die mennonitische Wasserreserve in Manitoba. Aber nächstes Mal, ich bin George Rampel.